Der Monat April geht langsam zu Ende. Draussen sind die Tage bedeutend länger geworden. Und wie es so ist im April, mal sind die Tage wärmer, mal kälter. Doch mein Gärtnerherz hat schon lange angefangen zu treiben, nach vielen Ideen für die Umsetzungen. Vielleicht geht es dir auch so. So warte ich auf die warmen Tage, dass ich in die grosse Umsetzung gehen kann. Im nächsten Märchen ist es genau so. Es war einmal ein Grossvater, der hat an einem warmen, schönen Frühlingstag Rüeblisamen ausgesät. Dabei hat er immer wieder gesagt: «Wachset, meine Rüebli, wachset, meine Rüebli, werde gross, süß und fest.» Und so ist es gekommen. Seine Rüebli sind gewachsen, dass sie gross, süß und fest geworden sind. Doch eins von diesen Rüebli ist besonders gross geworden. Sehr gross. Nein, riesig. Bei diesem riesigen Rüebli hat auch viel Kraut aus dem Boden geschaut. Als Sommer war, hat der Grossvater beschlossen, das riesige Rüebli aus dem Boden zu ziehen. Zuerst lässt der Grossvater die Ärmel vom Hömmli hindern und packt das Rüebli am Kraut und zieht. Er zieht und keucht und schwitzt, doch das Rüebli in der Erde, das sitzt. Da ruft der Grossvater die Grossmutter: «Meine liebe Frau, kannst mir helfen?» Die Grossmutter kommt und fragt: «Was ist?» «Das grosse Rüebli kann ich nicht allein aus der Erde ziehen. Es bleibt in der Erde sitzen.» Und so hat die Grossmutter sich am Grossvater fest und er sich am Kraut vom Rüebli. «Auf 3 kannst du ziehen. 1, 2, 3. Sie ziehen und keuchen und schwitzen, doch das Rüebli bleibt in der Erde sitzen. Auf das aber ruft die Grossmutter im Grosskind Fritz: «Fritz, kannst du kommen?» Der Fritz kommt wie der Blitz. «Was ist, Grossmutter?» «Du musst uns helfen, das Rüebli aus der Erde zu ziehen.» Und auf das aber hat sich der Fritz an der Grossmutter, die Grossmutter am Grossvater und der Grossvater hat sich am Kraut vom Rüebli. «Auf 3 könnt ihr ziehen. 1, 2, 3. Sie ziehen und keuchen und schwitzen, doch das Rüebli bleibt weiter in der Erde sitzen. Da ruft der Fritz Bello: «Bello, komm schnell!» «Wow, wow, wow!» hat's gemacht und der Hund ist stehen gestanden. «Du musst uns helfen, das Rüebli aus dem Boden ziehen.» Und auf das aber hat sich der Bello am Hosenbein vom Fritz gehabt. Der Fritz hat sich an der Grossmutter und die Grossmutter hat sich am Grossvater und der Grossvater hat sich am Kraut vom Rüebli. «Auf 3 könnt ihr ziehen. 1, 2, 3. Sie ziehen und keuchen und schwitzen, doch das Rüebli bleibt weiter in der Erde sitzen. Der Schweiß putzen sie sich ab von der Stirn, der Bello aber bellt der Katz. «Wow, wow, wow!» Und die Katz kommt springen. Die hat sich am Schwanz vom Hund, der Hund hat sich am Hosenbein vom Fritz, der Fritz hat sich an der Grossmutter und die Grossmutter hat sich am Grossvater und der hat sich am Kraut vom Rüebli. «Auf 3 könnt ihr ziehen. 1, 2, 3. Sie ziehen und keuchen und schwitzen, doch das Rüebli bleibt einfach weiter in der Erde sitzen. Da miaut die Katz ein Müsli. «Miau, miau, miau!» Und das Müsli kommt sofort aus dem Häusli. Das Müsli hat sich auf das aber am Schwanz von der Katz. Die Katz hat sich am Schwanz vom Hund, der Hund hat sich am Hosenbein vom Fritz, der Fritz hat sich an der Grossmutter und die Grossmutter hat sich am Grossvater. Der hat sich am Kraut vom Rüebli. «Auf 3 könnt ihr ziehen. 1, 2, 3. Sie ziehen und keuchen und schwitzen und das Rüebli kommt aus der Erde zu schlüpfen. Die Freude ist gross, sie jubeln und tanzen, bravo! Nur zusammen haben sie es geschafft, das riesige Rüebli aus dem Boden zu ziehen. Zusammen ziehen sie das Rüebli ins Haus und die Grossmutter kocht für alle
eine feine Rüeblisuppe draus.